Versög mal mit Kommodigkeit, mit Ruhe und mit Kommodigkeit, damit kommst du auch wieder, als du denkst. Moin, liebe Leute. Ich wünsche euch einen morgen Tag. Heute ist das aber ein ganz besonderer morgen Tag. Das ist so was von warm, so hit, das ist Davies nicht utholen. Und darum hält meine Geschichte auch kontraproduktiv. Das ist nämlich jedes Jahr dasselbe. Wenn die Sommerferien anstehen, dann ist Urlaubszeit und die Menschen sind an Jammern, wenn das Wetter nie so richtig mitspielen darf. Den einen ist das zu kalt und zu natt, den anderen ist das zu dröch und viel zu hit. Der ein kann de Sonne nicht af und freut sich, wenn dem Stieve Nordweht den Bregenbrusen deit. Den kriegst du doch so richtig einen kloren Kopf. Ja, und dann gibt das Lüd, die können nicht genug von den UV-Strahlen kriegen. Die legen sich zum Mittagszeit in die pralle Sonne, das muss man sich mal vorstellen. Und dann brodeln sie so lang für sich hin, bis sie bregenklöderig waren. Davies ist das denn so hit, dass ein die Köhlen auf dem Grill gar nicht mehr anstecken muss. Das Fleisch brodelt auch so für sich hin. Düt Jahr ist das aber auch nicht utholen. Der Wind u de Sahara hat das Thermometer über 42 Grad Celsius anstiegen lassen. Nun kriegen aber sogar die sonnenhungrigen Manschetten dafür. Für diese große Hitten. Und dann jammern sie. Ich glaube, das kommt doch vom Klimawandel. In der Stadt ist das denn aber auch nicht utholen. Wenn die Sonne den Asphalt zum Smölten bringt, verbrennst du ja die Nockeln föt, wenn du darüber lupen darfst. Da löf ich mir denn doch die chlore Luft an de See. Dann kannst sie doch wenigstens af und an mal an Wasser afkühlen. Wie so ein schwülwarme Luft, du machst nie an Hus denken. Tagsüber hebt der Hüs, der die warm so richtig absogen. Und zur Nacht kommst nicht zu schluppen. Viel Lüd schmied denn de Bettdeck weg, riet de Fenstern und Dören ab und schlopp sogar nuckelt so'n lauet Lüftchen an de Hut zu lotten. So'n FKK über Nacht, die kann aber auch kontraproduktiv werden. Denn durch die Warms svette uns lief und dann kannst nie gau n Verköhl zu trecken oder zumindest den nächsten Morgen mit so'n stiefen Nacken obwucken. Ja, und dann gibt das jo so'n Überklogelüt. Die meint, sie müssen sich kalt afbrausen und eiskohle Getränke zu sich nehmen. Das ist just so kontraproduktiv. Uns lief, wat jo so denn die Strapazen utset. Die Körper meint denn, doch dat is ob mal Winter und bett denn noch mehr in. Die kömmt denn so erst richtig in Fort. To so'n Tien darf so gern mal ein Warmduscher wehen. Denn bist noch lang kein Schwächling. Für den Lief ist das aber viel besser. Denn gehen nämlich die Hutporen oben und die Warms kann dann besser afdampfen. Wenn wir hier bei uns so ein tropisches Klima als in Afrika haben, dann kann's aber man lieber mit dem Morsthus blieben und all die Finsterdich und die Jalousien durchmucken. Denn in so'n Höhlen, da ist das ja auch immer schön kalt. Und über Nacht kannst denn ja die frische Luft reinlassen. Und zusätzlich auch noch ein natt Bettlucken in Finsterhang. Die Nova, die höchst sich denn wissen und denk in Stillen, dass nicht ganz klar ist im Kopf. Ja,
Und wenn er denn all nicht helfen deit, dann trägst du den Bett af, legst das Betttuch kott für Schluppen gehen, tu das Fleisch und das Gemüse in das Gefrierfach. Schaffst mu sehen, wo kommodisch du entschluppen kannst. Auch wenn das ganze Betttuch noch Schwein und Kohlrüben deit. So, ich wünsche dir alles Gute, schweit nie so doll und komm gut über die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Mit Kommodität, mit Ruhe und mit Kommodität, damit kommst du auch wieder, als du denkst. Und wenn du schön kommodisch bist und auch das Lachen